Hallo und herzlich willkommen zur 195. Folge vom Volline Podcast. Und es ist wieder mal eine spezielle Folge. Wir gehen Richtung Olympia zu und darum haben wir gedacht, da kommen zwei Gäste zu uns. Wir nennen sie liebevoll die Coco Locos. Allerspätestens seit dem Super 10-Kampf haben wir eine sehr gute Zeit miteinander gehabt. Und darum ja, herzlich willkommen im Studio zu Steinhausen, Pirmin Werner und Noe Roth. Dankeschön. Ja, auch noch von meiner Seite, ihr seht es im Video. Wir haben heute leider nur ein Mikrofon von der Host-Seite, das ist meine Schuld, das nehme ich auf mich. Ja, aber wir wollen gerade loslassen, Jungs. Ihr habt gerade vorher erzählt, dass ihr von Airolo kommt und das finde ich wirklich ein gutes Stichwort, weil ihr kommt von Neumet und geht nachher auch Neumet hin, also zumindest der Noe, der Pirmin weiss ich nicht. Ja, ich gehe wieder heim. Also es handelt sich von Airolo im Volline-Podcast an Zuger Sportnacht. Ja, erzählt mal, was habt ihr in Airolo gemacht? Ich nehme jetzt an, es hat mit dem Sport und mit Training zu tun gehabt. Ja, wir waren am Trainieren gewesen. Also es ist so ein bisschen unsere einzige Chance in der Schweiz im Winter, wo wir trainieren können. Und ja, nachher wir sind eigentlich den letzten Sprung gemacht und direkt abgefahren, um da hinzukommen. Geil. Und was hat es für Sprünge gegeben? Sind die Olympiasprünge schon dran? Oder, Nein, das noch nicht. Heute sind wir das erste Mal wieder über Dreifach in Airolo. Das ist schon ein Zeitchen her, ja, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Aber ja, jetzt geht es richtig zum grössten Event. Darum ist sicher wieder das Ziel, die schwierige Sprünge auspacken. Aber es sind in dem Fall noch so kleinere Phasen, wo man ein bisschen zurückhebt, wo man ein bisschen sagt, hey, ja nicht verletzen, ja kein Seich machen? Oder ist das gar kein Thema bei euch? Ja, von Art schon, aber schlussendlich musst du irgendwie die Tricks doch trainieren. Und darum... Also Seich machen können wir immer. Also ja, bei dir glaube ich das, ja. Sofort. Ja, man muss ja sagen, vielleicht machen wir noch mal einen Sprung zurück, von wo wir uns kennen. Mögt ihr euch erinnern? Ja, im Ja. Super 10-Kampf. Ja. Und wir haben es ja schon besprochen, Struzzi. Wir sind an diesem Tag gut unterwegs gewesen, kann man sagen. ja, also wir haben ja ein paar Storys schon erzählt von diesem Abend. Ich weiss nicht, Folge. Es ist glaube ich im Titel, oder? Ja. Auf jeden Fall haben wir nebst dem Patrick Fischer haben wir auch noch die zwei Herren da kennengelernt. Und ja, es war wirklich geil gewesen. Also ich weiss nicht, den Noe habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, den Pirmin habe ich sogar das erste Mal gesehen, oder? Ja, das kann sein. Und Pirmin, erzähl mal, was hast du angehabt an diesem Tag? Ein Renndress, das ich gewonnen habe. Also nein, bekommen habe vom Super 10-Kampf. Also es hat also wirklich gut ausgesehen. Man hat wirklich gemerkt, dass an dem Abend die Stimmung ist rum war. Und dann haben wir ja das Datum abgemacht. Ich weiss nicht, wir sind auch schon ein bisschen parat gewesen, sagen wir es so. Und eben, wir haben nicht wirklich daran geglaubt, dass das noch stattfindet. Aber zum Glück sind ihr vertrauenswürdige Jungs und wir haben es doch noch geschafft. Und so sind wir jetzt da. Und eben nebst dem, dass wir jetzt wirklich direkt von Airolo gekommen sind, wenn wir von euch doch noch wissen, ja, was haben ihr so in der letzten Zeit so gemacht? Das ist ja, die Saison ist jetzt sicher jetzt gleich auf dem Höhepunkt, oder? Ja, die Weltcup-Saison ist fertig. Ja, vielleicht einen kleinen persönlichen Rückblick sportlich. Wie geht es euch so? Ja, die Saison hat relativ gut angefangen für mich. Weniger gut für den Neuen, aber ich kann sicher nachher noch schnell erzählen. Ja, in Ruck haben wir den ersten Weltcup gehabt, dort gar aufs Podest springen. Und nachher hat es immer ein bisschen mehr abgegeben. Rein von den Resultaten her, aber die Sprünge sind eigentlich immer noch rum gewesen. Aber ja, man merkt, dass man Richtung Februar geht und Richtung Olympisches Spiel. Ja, dann werden halt die Sprünge schwieriger und jeder wird besser. Neu, wenn der Pirmin sagt, es ist nicht so gut losgegangen, was ist los gewesen? Hey, ich bin einfach nicht ins Finale gekommen. Bei uns, wir haben einen Sprung und der muss sitzen und wenn nicht, dann bist du nicht im Finale. Und ja, dort ich bin schon die ganze Zeit irgendwie nicht so klar gekommen auf der Schanze und wir haben auch überhaupt nicht viel Zeit gehabt. Und ich muss ein bisschen langsam machen, weil ich mit der Patellasehne immer ein bisschen Mühe habe. Und ja, darum ist es fast ein bisschen schnell gegangen für mich. Und dann hat es nicht so geklappt. Du bist ja mittlerweile schon auch sehr, oder beide sind sehr erfahren. Kannst du jetzt mit dem anders umgehen als noch vor ein paar Jahren, wenn du jetzt so einen schwierigeren Saisonstart hast?
Oder bist du immer noch der gleiche? Ich glaube, ehrlich gesagt, ein bisschen der gleich. Ja, irgendwie am Tag schießt es hart an Ja. und nachher schaust du halt führen. Und ich meine, mit einem Wettkampf ist noch nichts passiert. Mhm. Also wenn du jetzt auf den Gesamtweltcup schaust, kann noch vieles passieren. Darum eigentlich kann es relativ locker genommen, sagen wir es so. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir kommen nachher noch aufs Mentale von eurem Sport. Vielleicht noch kurz, eben, ihr habt die Weltcup-Saison gehabt und die ist jetzt fertig. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Loch bis zum ersten olympischen Wettkampf, rein wettkampftechnisch. Also das Pre-Camp. Ja. Und eben, die einen sind in Amerika geblieben. Wir sind jetzt heimgekommen und ein paar Teams sind jetzt mit auf Airolo. Es ist immer besser, wenn du dann andere Teams rum hast. Auch wenn ich den neuen gerne habe, ist es aber ein bisschen besser, wenn du mehr Leute auf dem Dreifach hast. Hey, aber ist es normal, dass die Weltcup-Saison bei euch endet vor Olympia? Nicht? Nein, eigentlich nicht. Also, das Jahr ist krass. Wir haben letztes Jahr die Saison später angefangen, wie wir sie dieses Jahr beendet haben. Nochmal. Letztes Jahr war der erste Weltcup später wie dieses Jahr der letzte Weltcup. Also ihr habt erst irgendwann im Februar angefangen? Nein, und, im Januar, also mit oder Mitte Januar. Januar haben wir letztes Jahr angefangen und das Jahr sind wir Mitte Januar fertig gewesen. Also Krass. Es ist verdammt schnell gegangen. Und ich habe gesehen, es waren nur 6 Weltcup dieses Jahr. Ist das normal? Ist normal eigentlich. Ist das normal? So um die 6, 8. Also Okay. ja, ist leider nicht so viel, man hätte gerne mehr. Aber ist Ja, aber Aber- dieses Jahr haben wir auch 4 Weltcups in 7 Tagen gehabt. Das war ein bisschen heavy gewesen. Ja, das glaube ich. Ja, 4 Weltcups in 7 Tagen. ja, also wir haben 2 Tage, also Back-to-Back-Wettkampf in Kanada. Ja. Am nächsten Tag Reisen auf Lake Placid. Und dann 2 Tage Training und dann gerade nochmal 2 Wettkämpfe. Ja, das ist... Und wieso machen sie das? Ja, Also weil was es halt ist... vor den Olympischen Spielen ist und alle wollen noch Quotenplätze holen. Oder halt, dann hast du mehr Wettkampfzeit so für einen Quotenplatz. Ja. Okay, aber das geht gut bei euch rein von der körperlichen Anstrengung, dass du so intensiv kannst Wettkampf bestreiten. Also es geht, aber es ist schon... Für den Körper ist es schon nicht so geil gewesen. Ja. Also, ich habe dann meinen Rücken schon ein bisschen mehr gespürt wie normal. Ja, okay. Ja, und Okay. es ist eigentlich immer besser, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, um eine Chance Ja. dich daran zu gewöhnen, weil jede Chance ist trotzdem ein bisschen anders, auch wenn Mhm. am Schluss jede gleich aussieht und gleich steil ist. Und, ja. Ja, also, das heisst, wenn ihr so viel Wettbewerb auf so eine kurze Zeit habt und jeder Wettbewerb funktioniert so, dass ihr einen Sprung habt, um in den Superfinal zu kommen, oder? Nein, Das Final. Final, Also zuerst hast du einen Quali-Sprung genau, und dann kommen Top 12 weiter im Final. im Finale. Und dann gibt es Und das Superfinal nachher Und noch. dann macht jeder einen Sprung, alle 12 Leute. Und dann die Top 6 kommen dann ins Superfinale. Also krass, dann musst du wirklich bei jedem Sprung, jetzt ungewollt Wortwitz, voll reingehen. Ja, Ja. genau, ja. Krass. Also das heißt, ihr habt eigentlich gar keine Marge für Fehler. Und im Weltcup nicht. Das ist Bei den krass. grossen Events hast du zum Glück immer 2 Sprünge. Ja. Aber das heisst, ihr geht eigentlich immer so mit dem, also du kannst ja nicht immer mit dem besten Sprung kommen. Oder zeigst du den mehrmals? Nein, also Nein. gut, also bei uns 2 ist der schwierigste Sprung machen wir eigentlich nur im Superfinale. Okay. Also du kannst eigentlich so noch ein bisschen mit Marge haben, dass du eigentlich am Anfang einfach die Sprünge bringst, die du ziemlich sicher kannst, wo du weißt, hey, das langt eine Stufe weiter und dann immer so weiter. Ja. Und Quali und Final 1 kannst du eigentlich den gleichen Sprung machen. Ja, Erst nachher Final und Superfinal Ja. musst du einen anderen machen. okay. Ja, das machen eigentlich alle so die Standardsprünge bei uns Männer jetzt. Also Dreifachsalto mit 4 Schrauben. Okay. Das, Ja, für euch klingt das normal, aber für uns ist es halt so, what the fuck, ja. Ja. Okay. Und das Mannenniveau momentan ist so crazy. Also es können irgendwie alle 15, 20 Leute ins Finale kommen und jeder, der im Finale ist, kann den Weltcup gewinnen. Und es sind immer noch Chinesen, die so dominieren, oder? Ja, das Jahr ein bisschen zu fest. Ah ja. Ja, wir regeln dann das gleich. 2, 3 Video. Wochen regeln wir das. Let's go. Also ich habe gesehen, irgendwie der Top 6, ihr sind ja 5 und 6 gewesen, oder? Im Weltcup. Keine Ahnung. Nein, ich glaube Guck mal. 6 und 7. Oder 6 und 7, Oh ja, ja. es sind 5 Chinesen. Genau. Vor Nein, euch. 4. 4 Chinesen vor euch Chinesen, gewesen. Sind die dann alle bei Olympia auch dabei?
4 davon. Ja, nur 4? 4. Ja, Das ist ja mega viel. Die können ja das ganze Podium füllen, wenn es gut läuft. theoretisch, ja. Ja. Aber Das da hat jede schauen wir schon. Nation, oder die guten Nationen haben eigentlich alle 4 Leute. Das heisst, bei Olympia ist es wirklich so, dort ist Crème de la Crème dabei, unabhängig davon. Also es ist nicht wie bei anderen Sportarten, wo dann nur die besten Ja, 2 bei oder den so dabei Chinesen sind. das Jahr ist ein bisschen heavy. Sie haben 4 Weltcup-Sieger plus noch einen, der ja, sozusagen alles gewonnen hat in den letzten Jahren. Der hat zwar das Jahr keinen Weltcup-Sieg gehabt, aber wir gehen davon aus, dass einer, der den Weltcup das Jahr gewonnen hat, nicht an die Olympischen Spiele kommt. Das ist schon heftig, ja. Aber das ist halt, ich weiß nicht, die Sportarten bei den Chinesen, jetzt auch beim Nikki, also im Freestyle Snowboard, sind sie zum Teil auch so gut. Ja. Ja, die können Was haben die, dass sie einfach die Fabrik dort hinten. Und dann ja, wir sind da letzten Sommer in China gewesen, und wir für den Wasserschanze-Event, wir haben unbedingt sehen, wie die trainieren. Ja, wie verstehe ich, ja. Und dann sind wir am Weltcup, nicht am Weltcup, am Wettkampf gekommen, und es sind einfach 18 Chinesen 5 Schrauben gemacht auf Wasser. Und wir so, es gibt ja wahrscheinlich 18 Leute weltweit, die 5 Schrauben können. Krass. Ja. Okay. Und das ist krass, das ist ein Haus und das ist so schräg und da ist wie die Schanze drauf. Also der Anlauf. Und dann hast du unten halt einen Pool und es sind 2 Anlagen nebeneinander gerade. Und nachher unten in diesem Haus ist alles Trampolin, Gym und alles. Und dort, Also sozusagen 2 Kunstturnhallen ausgerüstet, so wie es die in der Schweiz kennst. Einfach schnell so für Serials. ja. Krank, wirklich krank. Aber was machen wir denn, um die Chinesen zu schlagen? Voll rein. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber Boys, ja, wenn wir schon dabei sind, es ist ein bisschen vorgenommen, wenn wir das Runbook anschauen. Du wolltest etwas sagen, ja? Ja. Ich habe noch etwas, und zwar eben, wenn wir ja noch kurz, bevor wir dann das ganze Olympia noch durchackern, bei der Aktualität bleiben. Eben, der Noah hat heute Abend noch Zucker Sportnacht. Du bist da im schönen Abend-Gala-Gewand gekommen. Yes. Jetzt mal abgesehen davon, wie du dich in diesem Anzug fühlst, freust du dich auf den Abend? Puh. Es ist jedes Mal das Gleiche, oder? Das darf man, glaube ich, sagen. Hey, ich bin schon länger nicht mehr gewesen jetzt. Weil ich bin eigentlich in dieser Zeit immer unterwegs, haben immer Weltcup. Und, aber ja, sonst die Mal, wo ich war, ja, ist immer ein bisschen das Gleiche. Ist halt, ja, aber kannst ja auch nicht viel anders machen. Du musst irgendwie all die Sportler ehren und Ja, so gross ist der Kanton nicht. Ja? dann gibst du ein paar Ja, wenn du Highlights, viele was Leute auch hast. immer. Und viel mehr kannst du nicht machen. Also ihr zwei habt euch ja ewig lang gebettelt um den Titel. Ich mag mich erinnern, als wir den Podcast angefangen haben, sind ihr immer da die beiden gewesen, die vorher mitgespielt haben. Und jetzt ist er weg und trotzdem gönnst du vielleicht nicht. Ja, Ziemlich gell, wer ist sicher eigentlich nicht, jetzt, ja. wer ist deiner Meinung nach Favorit? Darfst du dich jetzt mal rausnehmen? Cenoni. Die haben ja nicht gewonnen. Er ist nur Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. und Vize-Weltmeister. MVP an der WM. Aber der Neue ist Und Weltmeister. er ist der Cenoni und Hockeyspieler. Das stimmt. Also EVZ hat immer gute Chancen. Okay, aber ich glaube, wir können trotzdem darauf hoffen, dass wir den heutigen, oder Ich bin für den Neue. du bist für den Neuen. Wir auch, oder? Ja, heute schon, ja, sicher. Wir haben eben auch ein anderes Volline-Mitglied, Geraldine Frey. Und nein, 2! Sie heißt ja jetzt anders, sie heißt die Tizio Frey. Oha. Ah shit, ja stimmt. Also, Ah, nicht als die- Vorname. Geraldine die Tizio Frey. So. Danke, Pirmin. Schon gut. okay, also und dann haben wir noch Ich Nina helfe dir Brunner. an. Nina Brunner war auch schon bei uns gewesen. Ja. Das heisst, wir haben nachher 3, oder? 3 Athleten. Ja, da ist jetzt für uns fast ein bisschen schwierig, zum Partei ergreifen. Machen wir nicht? Wir bleiben beim Neuen, er war der Letzte. gewesen. Geil, Das ist, ja. das, er hat den Vollinenbus aktuellste, hallo. noch früh, weißt du? Bei den anderen läuft er langsam aus. Ich habe eben noch so ein bisschen das Gegnersyndrom, das jetzt gerade reingespielt hat. Darum habe ich so ein bisschen unparteiisch bleiben. Aber sorry, Noe. Ich schlage mich auch auf die Seite. Aber Er jetzt... ist ganz ein Liebe. Ja, das wissen wir. Ja, eben. Du nicht Gib mir beißen. Also, du hast etwas weiterleiten im Runbook. Ich wollte eigentlich zu Olympia kommen, dann hast du dazwischen gerätscht mit der Zuger Sportnacht. Darum ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiss nicht, wie ich da soll Ja, zurückkommen ist etwa der gleiche Event, nicht? Ja, Stellen wäre. vom Prestige her sowieso, ja. Du hast ja schon mal gewonnen, oder? Ja, zweimal, glaube Wirst du nicht abgeben für eine Goldmedaille bei Olympia? ich. Sofort. Ich nicht, Atte. Könntest du Nein, Neues reinbekommen?
Was, seine Goldmedaille? Nein, sind Da hätte ich 4. Ja. Würde ich auch nicht tauschen. Also, ich würde safe eine Goldmedaille nehmen. Ja. Gut, einfach, dass wir uns richtig verstehen. ja. Und jetzt sollte Ich einfach würde niemand vom Zuger Sportamt hören, weil sonst... Ja, du, ist ja. ja ein cooler Nein, ich Ding finde es für uns auch. wirklich mal ein nice, bisschen- dass es so ist. Ich finde es geil, wie sie auch das Magazin aufziehen und so. Von Und dem her kannst du wirklich nichts sagen. Ich finde es auch geil, dass es nicht mit Voting ist. Das finde ich eigentlich am geilsten. Ja. Weil wenn ich, Also wenn der EVZ gegen Eben. dich... dann, egal was der EWZ, der kann noch Letzter in der Liga geworden werden und die gewinnen. Weil Ja. einfach alle für den EWZ Ja, das stimmt. abstimmen. Das stimmt. Aber eben Jungs, wie es der Oski gesagt hat, jetzt machen wir weiter. Und zwar müssen wir doch noch ein bisschen bei Olympia bleiben. Oder zumindest bei dieser Saison. Eben am Anfang, ihr habt es alle gewusst, schon seit Jahren, es wird eine Olympiasaison. Und wie fängt ihr an zu trainieren ab dem Sommer, wenn ihr wisst, hey, jetzt zählt es dann im der Pirmin lacht. Was sind deine Gedanken? Oder machst du extra locker? Oder? Nein, ich mache nicht extra locker. Ich habe einfach das Gefühl, du solltest nichts wechseln. Weil nur jetzt, logisch, ist es ein Wettkampf wie jeder andere, hat einfach massiv mehr Bedeutung. Aber wenn du nachher alles umstellst, nur für diesen Wettkampf und nachher alles, dann geht es sicher nach hinten los. Also, Aber du kannst mir nicht sagen, du bist am Wettkampftag bei Olympia weniger oder gleich nervös wie bei einem Weltcup. ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Nein. Schon nicht, oder? Sicher nicht. Ich bin sicher viel mehr nervös. ja, am Anfang vielleicht schon, aber nachher, wenn du wieder ins Tunnel kommst, dann bist du einfach Dann im räbelt's. Tunnel rein. Und dann gehst du auch voll rein, oder? Voll rein, ja, sicher. Ich meine, du bist ja Vierter geworden, Ja, eben. letztes Mal, oder? Nicht voll rein. Nicht voll rein. Was machen wir, dass das mal nicht passiert? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Noch mehr rein. Noch mehr, ja. Noch mehr rein? Mit welchem Sprung? Ja, das sehen wir dann noch. Nein, Du jetzt nicht so. Also die Chinesen verstehen es eh nicht. Du kannst es verraten. Und ja, gut, nein, ich die haben- glaube am Schluss ist das Geheimnis, dass ich im Superfinale machen will. Das ist der Hurricane. Ja, den habe ich schon ein paar Mal gehört und ich glaube auch schon einmal gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er aussieht. Ja, er ist eigentlich einfach. Er ist einfach, aber der schwierigste. Du machst, also es ist ein Dreifachsalto mit 5 Schrauben Ja. und in der Mitte machst du 3 Schrauben. Also im ersten Salto machst du 1 Schraube, dann machst du 3 Schrauben und dann machst du nochmal 1 Schraube. Krass. Also ich kann es mir nur schon nicht vorstellen. Ich bin jetzt wirklich gerade so gewesen, so, ich versuche es mir vorzustellen. Ich habe keine Ahnung, von was er gerade gelabert hat. Aber ist okay. Ist okay. Wir nehmen den Hurricane. Noe, wie sieht es bei dir aus? Was jetzt mit. Was gibt's für Medaillen? Was welcher für Sprung? Medaillen gibt? Nein, welchen Sprung gibt's die Medaille? Wir können nachher darüber reden, was für eine Medaille auch das 3 es gibt. Salto, 5 Schrauben, aber ein bisschen anders aufteilt. Ich mache 2-2-1. Also 2 Schrauben, 2 Schrauben, 1 Schraube. Und wieso, also wie tut man das favorisieren, wie man es aufteilt? Nach Schwierigkeitsgrad. Ja, Also da muss man jetzt schnell Punkt. weiterhelfen. Was heisst das nach Schwierigkeitsgrad? Nein, ich glaube, jeder Athlet auf der Dreifach hat ein bisschen seine Lieblingssprünge. Und zum Beispiel der neue so gut kann, habe ich nicht so gern. Ja, Und ich weiß zwar nicht wieso. Aber ich mache ihn auch nicht gern. Und ja. dann geht der bei mir wie automatisch raus. Dass ich den nicht mache. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat sozusagen im Totalen die gleichen, Nein. Also gleich viele Schrauben, ja. gleich viele Schrauben, aber anders aufteilt und dann heisst er auch gerade anders. Ja, und Okay. auch nicht gleich viel Schwierigkeitsgrad. Also seine hat noch irgendwie Punkt 0,1 oder so. Oder nein, 0,1 Mehr Punkt Schwierigkeit. Schwierigkeitsgrad mehr. Also Okay. es ist so bei uns, jeder Sprung hat einen eigenen Schwierigkeitsgrad und dann wird das irgendwie zusammengerechnet mit den Punkten, die die Judges dir geben. Ja. Und eben, meiner hat jetzt ein bisschen weniger wie er, aber der ist mir viel wöhler. Und ich mache das schon viel länger, darum lasse ich lieber die 0,1 Schwierigkeitsgrad weg. Und ja. Ja, also was ich Also, bei was euch... man daraus lernen, der neue geht nicht verlieren. Wir sehen es dann. Aber- Du wirst voll reingehen. Aber ich nehme an, bei euch ist es ja wirklich so, du musst das Risiko abwägen von wegen sagen, hey, ich lasse die 0,1 liegen, dafür
mache ich den anderen in der Ausführung ein bisschen besser, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Was ich bei euch so krass finde, generell, ist, wie viel Turnelemente drin sind. Also ihr macht ja eben 7000 Schrauben, ein paar Saltos. Und trotzdem schauen das ja viel weniger Leute als zum Beispiel Ski Freestyle sonst. Wieso ist das so? das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, weil eigentlich vom Skill-Level sind ihr ja mindestens auf der Höhe von denen, nicht? Ja, also wir machen mehr Flips und Twists, also Flips nicht, Twists dafür eigentlich. Ja. Aber es ist halt nicht so cool und stylisch. Ja, aber wieso ist es nicht so cool und stylisch? Also ich finde es eigentlich Es sehr ist cool. halt oldschool und Ja, heutzutage ist es halt cool, wenn du baggy Pants hast und Ski anhängst in der Luft. Also, Habt ihr eigentlich auch schon mal versucht, so mit so Freestyle-Kleidern Schrauben zu ziehen? Nein, Würde wahrscheinlich nicht gehen, oder? Ja, Also rein du verlierst vom, halt die Geschwindigkeit. sicher. Trägheitsmoment und all das Zeug. Oder Ja, ich glaube, in der Luft wäre es nicht mal so etwas anderes. Ich habe das Gefühl, du verlierst einfach hure viel Speed, wenn es rumflattert. Aber da hast du ja jetzt auch gesehen, Amix. Okay. Ich glaube, wenn es so gewindet hat, haben sie es auf einmal wieder zugetappt, du Skinny Jeans sozusagen. ja, okay. Aber vielleicht kurz zum ein bisschen Skiakrobatik oder Aerials ein bisschen näher den Hörerinnen und Hörern zu bringen. Vielleicht zum Aufteilen, also Anfahrt und Schanze, dann Sprung und Landung. Könnt ihr da mal kurz ein bisschen aufteilen, ja, was gibt es, was muss man achten? So einfach ein bisschen den Sport ein bisschen näher bringen, weil ich habe das Gefühl, nicht alle, die diesen Podcast hören, haben das schon mal wirklich geschaut. Ja. Willst du? Ja, kann schon. Am Schluss ist es eigentlich ganz einfach. Wir haben genommen die Schanze. Wir haben eine Einfachsalto-Schanze, dort machst du ein Salto drüber, dann Doppelsalto-Schanze, dort machst du 2 Saltos drüber und dreifach, also Triple, dort machst du dreifach Salto-Schanze und jede ist unterschiedlich hoch, logischerweise. Und für jede Schanze nimmst du einen anderen Speed. Und Okay. dann, ja. Also, schlussendlich ist einfach das Ziel, so viele Flips und Twists wie möglich zu machen, so schön wie möglich, so gestreckt und gespannt wie möglich, so ein bisschen wie Kunstturnermässig eigentlich. Und eben die Landung zählt auch. Genau, die Und Landung- es zählt eigentlich ab dem Moment, wo du in der Luft bist. Oder wird die Anfahrt auch bewertet? Nein, da wird ja nicht bewertet. Der Take-Off. Absprung wird eigentlich bewertet. Aber du Ja. springst eben, das hat eigentlich auch alle immer das Gefühl, man springt ab, aber du fährst eigentlich nur durch die Schanze durch. Du springst gar nicht ab. Du nimmst eigentlich wie die Neigung von der Schanze und mit dem Speed und wenn du im richtigen Winkel mehr oder weniger stehst, dann ja, hast du halt viel Rotation oder weniger Rotation und dann... Das ist auch gerade eine Frage, wo ich mir schon vorher überlegt habe. Was gibt es für falsche Bilder von eurem Sport? Also genau das, jetzt, man hat das Gefühl, ihr springt ab, dabei fahrt ihr einfach über die Schanze und es spickt euch. Was gibt es sonst noch für so Bilder, wo ihr immer wieder bei den Leuten merkt, ey, das verstehen die meisten nicht ganz? Ja, dass wir sehr wahrscheinlich mit dem Swiss Freeski Team unterwegs sind auch. Also Dass wir das Gleiche machen wie die andere Rakete. ja, dass er unser Teamkollege ist. So. Das haben viele Leute das Gefühl. Was ist sonst noch? Dass wir mega viel uns verletzen, ist eigentlich für das, dass wir so einen Sport machen, ist eher weniger. Also, ja. Passiert nicht so viel. Sehr geil, für die, die es nicht gesehen haben auf dem Video, sie haben gerade beide auf Holz geklopft. Ja, für das... Aber synchron, hä? Sehr Ja. stark. Da haben wir noch recht viel so Momente, wo wir einfach irgendwie das Gleiche machen. Also zu eurer Freundschaft kommen wir dann noch, aber jetzt bleiben wir mal schnell Was beim Freundschaft? Skiakrobatik. Wie lernt man eigentlich, dass man so etwas gut kann? Ja, also, Aber wie kommt man Ja. dazu? Also bei dir macht es noch Sinn wegen der Familiengeschichte. Ja, ja. Aber Und auch, also wir haben beide Kunstturnt ja. vorher und dann weißt du schon mal, kannst du Flips machen. Und Ja, und dann weißt du auch, was du gerne machst und was Ja, nicht. genau. Also im Turnen habe ich Pferd und Ring gehasst über alles. Und dort hast du ja Technik gebraucht und an der Ring Kraft und Kraft habe ich nicht. Aber aber dann braucht es ja immer noch das Element Ski, das da dazu kommt. Also, Ja, ich in glaube, welcher- wir haben vor allem das große Glück, dass wir in der Schweiz wohnen. Und ja, ich glaube, jedes Kind geht mit den Eltern mehr oder weniger mal Skifahren. Oder viele. Ja, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht etwas, was so in der Schule
keine Ahnung, mal im Sport machst, was dich auf die Gut, wir sind eigentlich mit der Schule im Jumping in Mettmerstedt. Siehst du? Ja. Jetzt? Aber das war die Ausnahme gewesen. Ja, genau. Das war die Ausnahme gewesen. Aber ich meine, normalerweise eben, im Sportunterricht stellt sich nicht auf die Ski und sagt so, spring über die Schanze und mach ein paar Flips. Ja, du, keine Ahnung, da rutschst du irgendwie einfach mal rein und dann probierst du es und dann siehst du relativ schnell mal, ob einer Talent hat oder nicht. Ja, oder anders gefragt, wie schaut ihr nach euch, dass etwas von unten raufkommt? Also wie macht ihr, einerseits durch eure Resultate macht ihr Werbung, aber auch aktiv jetzt vom Swiss Ski aus oder von Mettmerstetten aus? Also gibt es dort irgendwelche Infoübungen oder ich weiß nicht, was ihr macht, dass die Leute kommen? Also, ich glaube, es gibt so ein bisschen ein Talenttransfer-Ding irgendwie mit Swiss Olympic, wo man schaut, dass und Swiss Ski. Ja, das Kunst. Okay. Aber der klassische Werdegang von einem Aerials-Athlet macht meistens Kunstturnen und dann wechselt er irgendwann zu eurem Sport. Ja, es macht halt mega viel Sinn, weil du musst alles, also du musst nicht mehr lernen, also du musst ein bisschen Technik anpassen, also die müssen schnell lernen. Ja. Aber es geht nicht lang und ja, meistens wenn du Kunstturnen hast, hast du nicht so viel Angst, kannst schrauben, kannst Saltos. Ja. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, das ist auch sehr wichtig bei uns. So Was sind wissen, wo du immer bist in der Luft. Auch wenn du Ja. vielleicht den Boden nicht siehst und trotzdem weißt, dass du jetzt eigentlich kopfüber bist. Aha. Ja, das wäre noch von Vorteil. Manchmal Aber- kannst du dich auch vorbereiten, dass es jetzt gerade klopft, aber Was denkst du in dem Moment? Oh shit. Das ist ein scheiß Moment. das ist, zum Glück haben wir da nicht so viel. Aber ja, wenn so ein Moment kommt, denkst du so, okay, 3, tack, und dann hat es geklopft. Aber schlimm an so einem Moment ist doch, die verlangsamen sich so, oder? Ja. Du weißt, dass jetzt noch etwas passiert, aber Ja. du weißt nicht. Das ist richtig so viel wie Zeit wenn- zum Nachdenken, obwohl es eigentlich genau so Ja. kurz ist wie immer. Ja, es ist ein bisschen wie wenn, ich weiß nicht, ich habe das oft mal gehabt, ich glaube, das haben viele Kinder auch, wenn sie mal irgendwie in den Park gehen Skifahren und dann gehst du mal über den Gump und du springst ab und checkst auf, ich bin viel zu schnell. ja. Und dann ist einfach so, Scheiße. Das ist so ein bisschen der Moment irgendwie. Weil genau Fuck. weißt, es tut weh jetzt dann. Was ist eigentlich schlimmer, Wasser oder Schnee? Oh, das ist immer so eine Frage, die alle fragen. Ich persönlich sage, eine gute Schneelandung tut weniger weh als eine gute Wasserlandung. Weil es einfach locker ist, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil ihr fahrt ja nicht auf irgendwelchen eisigen Pisten durch ab. Ja, manchmal Nehme ich schon jetzt her. an. Nein, ja, Coaches sind von jedem Schwung eigentlich die Landung auflockern. Und beim Wasser hast du so Bubbles, so eigentlich so wie ein Whirlpool, der hochkommt. Aber das Wasser verzeiht mehr Fehler als ein Schnee. Mhm. Okay. Genau, Ich weiß nicht, wie du das Ja, würdest. mal. Also, ein kleiner Fehler tut im Wasser weniger weh, wie im Schnee. ja. Ein grosser Fehler tut überall weh. Und eine gute Landung ist wirklich fast unangenehmer im Wasser, Aha. weil es halt flach ist. Ist halt doch ein rechter Aufprall. Okay, aber das heisst, wenn ihr sagt jetzt, es ist wirklich eher selten, dass so etwas passiert. Das heisst, wenn ihr Also bei uns anfahrt, zwei. bei euch zwei, Zum Glück. eben, wir behalten es so bei. Ja. Das heisst, ihr müsst eigentlich vor dem Wettkampf oder wenn ihr anfahrt oder wenn ihr entscheidet, was macht ihr heute, nicht entscheiden, gehe ich auf Risiko im Sinne von Verletzungsgefahr oder nicht, sondern nur im Sinne von, bekomme ich Punkte oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also gönnt ihr das Risiko gönnt ihr ein, dass ihr Punkte verliert und nicht, dass ihr am Schluss euch verletzt, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Am Schluss ist es halt auch immer noch ein bisschen Absprache mit dem Coach, was du springst. Ja. Wenn der Coach nicht so 100% in dich vertraut, dass du den Sprung kannst, oder zumindest ist das jetzt in der Schweiz so, dann wirst du den Sprung auch nicht machen. Ja. Also auch wenn du das Gefühl hast, du kannst ihn, am Schluss ist es immer noch ein Absprechen mit dem Coach. Und Also muss man den Sprung im Vorhinein ansagen? Aha. Also, ja. Dann kann der Coach einfach wirklich sagen, was du springst und du kannst nicht einfach so sagen, kann ich schon wechsle sagen, also jetzt. in den jüngeren Jahren ist schon eher so der Coach, der entscheidet, was du machst. Aber mittlerweile können wir entscheiden, was wir machen. Und der Coach sagt einfach, ja, gibt es in blöd gesagt seinen Senf dazu oder was er dazu denkt. Ja, Und es sagt, ist so ein bisschen, man trifft sich irgendwie in der Mitte. ein bisschen. Also, Macht er nicht weh, er Bursch, sagt, was tschüss. er das Gefühl hat, ich sage, was ich das Gefühl habe und dann schauen wir weiter. Und der Coach ist dein Dad. Ja. Wie geht man mit dem um? Hey,
kenne nicht viel anderes. Also ich habe früher auch, im Junioralter bin ich auch nicht mit ihm gewesen, aber seit 2018. Du denkst 20 Jahre. Nein, seit 2018 bin ich mit ihm unterwegs und gerade voll easy. Ja. Ja, ich habe mir da nie wirklich etwas Grosses dabei gedacht. Und Ja gut, wenn es von Anfang an funktioniert, dann ist ja gut. Aber ihr seid nicht beide bei deinem Vater? Mal. Ah, okay, also ihr sind wirklich so ein bisschen, eigentlich jetzt Brüder geworden. sozusagen. Ja, Sozusagen. Zwecksfreundschaft. Zwecks, ja. Aber. Du sagst immer das. Also er sagt das auch. Wir kennen uns, wir sind keine Kollegen. Also wenn es hart auf hart kommt, dann geht es an Kragen. Ja. Gibt es einen Fight. Okay. Dann sagen beide Boxen. Und wie lange habt ihr amigs wieder, bis ihr so ein bisschen wieder euch könnt annähern könnt, wenn jetzt mal einer viel besser war oder einem den Platz weggeschnappt hat? Ja, so bis zum nächsten Wettkampf. Bis der andere wieder den anderen geschlagen hat. Aber ihr teilt doch sicher das Zimmer, oder? Ja. Ja. Da bin ich jetzt gespannt, was ihr erzählt zu dieser Konstellation. Wer ist der Schlimmer von euch zwei? Bei was? Der Ja, schlimmer gibt- Zimmerkumpan? Overall, wir können noch in Details Ja, gehen. wir teilen sind wir ja schon so lange. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich. Also es ist nach 10 Minuten ist ein Puff im Zimmer. wir fragen uns auch wirklich selber, wie wir das schaffen, dass wirklich, es geht wirklich an mich so schnell und dann ist einfach ein Puff. Ja, aber Darum, fair. aber es Wir ist haben uns 2 beiden eigentlich Skibags dort ziemlich rein, egal. einen Rucksack, Ja. 2 Cover, dann sonst noch Sachen und manchmal ist das Zimmer Der nicht Pirmin groß. ist einfach mühsam, der schläft so schnell ein Und schnarcht. und du hörst genau, wenn er schläft. Und, dann, und es geht wirklich nie länger wie 2 Minuten. Und dann, wenn du mal nicht einschlafen kannst, liegst du so nebendran und denkst so, ich will doch auch nur schlafen. Und der ist schon so dort. Nicht mein Problem. Eigentlich könnte man sagen, das ist Wettkampfmanipulation, Pirmin. Wieso? Da habe ich ja nichts dafür. Wir löschen das Licht zur gleichen Zeit. Vielleicht musst du in frühen Lager schlafen. Ich schlafe schon mehr als er overall. Ich glaube nicht, dass er so viel will schlafen wie ich. Nein. Hey, ja, aber jetzt mal ein bisschen Spass beiseite. Ich glaube, es bringt euch ja schon viel, dass ihr euch gegenseitig immer dabei habt, oder? Ja, mega. Safe, Ich meine, Also ihr habt ja eigentlich ihr reist so um die Welt herum, durchlebt geile Momente, schwierige Momente. Ja, ich glaube, also ihr könnt beide voneinander profitieren, oder? Mega, ja. Also ich wäre nicht, wo ich bin, ohne ihn. Jetzt ist es aber schnell deep geworden. Ich glaube ohne Und ich glaube umgekehrt, also das kann er sagen, aber ich glaube besser ohne ihn. Nein, ich glaube, da wir recht ähnlich sind, können wir uns gegenseitig pushen und wir wissen auch, wo das Limit ist. Oder er weiß, wo mein Limit ist und ich weiß, wo sein Limit ist. Und dann können wir uns einfach so pushen. Und früher in der Juniorenzeit war es schon so, wenn der einen neuen Sprung hat, hast du den möglichst schnell auch machen. Und dann, am Schluss willst du am Wettkampf trotzdem schlagen. Aber wenn ich nicht ins Finale komme, will ich sicher, dass er gewinnt und niemand anders. Das Und ist wenn ich schön. ihn schlage, weiss ich, dass ich sicher weit vorne bin. Ja, das ist geil. Das ist geil. Eben, da kommen wir nachher noch drauf. Aber wir haben beide Jahrgang 2000. Das heisst, ihr seid wirklich von Anfang an, seit den Junioren, immer zu zweit unterwegs. Ja, der Neue ist mal ein bisschen besser gewesen. Oder ist, also er ist ein bisschen später dazugekommen. Aber wie ja, lange der sind ihr ist jetzt schon zusammen früher, unterwegs? Früher noch in den Weltcup gekommen als ich. Das heisst, wie lange bist du ohne ihn unterwegs gewesen? Wie lange sind ihr ja, getrennt gewesen? Nicht so lang, weil Ein Jahr, glaub ich. nachdem er die Weltcup-Saison fertig hatte, ist er wieder in den Europacup gekommen. Man Das braucht, heisst, man braucht Wettkämpfe, keine ja. Saison allein gehabt, ist einfach mal ein bisschen weg im Weltcup, aber sonst... Also ich habe meine erste Weltcup-Saison im 18-19 gehabt. Ja. Meine 17, 18. Und wie lange sind ihr bei den Junioren unterwegs gewesen? Seit wann gibt es die Coco Locos? Also ich habe angefangen wir sind in eigentlich- 2014. muss man auch sagen, wir sind immer das Dritte gewesen eigentlich. Wo ist denn der? Ja, der Der hat, haben wir verloren. ja, weiß auch nicht, was der gemacht Kasachstan hat. oder so. Nein, Ja, wer ist der dritte im Bund? Der andere in Schädler. Okay, und Und er der ist... auch 2000, Wieso ist er nicht da jetzt heute? weil er aufgehört hat. Weil du das Mikrofon vergessen hast. Ja, stimmt. Stimmt, wir müssen absagen, das ist mein Ja, Fehler. eigentlich wäre er da. Ja, Eigentlich wäre er da, Eigentlich schon. scheiße. Okay.
Aber vielleicht, dass wir noch ein bisschen bei euch bleiben, was ist jetzt so ein bisschen Glanz- und Gloria-Frage, aber müssen wir halt Das heisst, auch, das Geschichte müssen wir auch oder anschneiden. Geschichte. Gloria. Geschichte. Ja, genau, jetzt sind wir dort, Nein, jetzt sind wir dort. gibt's es ja Ja, gar jetzt nicht. gibt es nicht mehr. Was bewundert ihr gegenseitig? Also was bewunderst du am Noe und du Seine schöne am, Ausstrahlung. am Pirm? Also ich fange an. Der sich ist immer happy. Ja, Und auch wenn er mal nicht das Finale macht, merkst du schon, es schießt ihn an, aber er ist irgendwie trotzdem ja, noch eigentlich relativ gut ansprechbar. Und da bin ich manchmal dann ein bisschen mehr pisst. ja. Das ist schön, machst du gut. Danke. Danke. Schon gut. Was ich bei ihm bewundere, ist Musst vor du allem... dran gewöhnen. Was ich bei ihm bewundere, ist auch, dass er, auch wenn er nicht so gut trainiert, auch auf den Tag X so ready ist. Ja, Auch wenn er vorher ein scheiß Training hat oder mehrere Trainings. Er weiß, dass WM-Finale dann ist und dann liefert er. ja. Und kann einfach nur so schnell so 10% mehr geben, auch wenn er schon bei 100% ist. Richtiger Das pusht Killerinstinkt. Ja gut, das zieht dich mit und es Ja, bringt auch- halt dem Team am Schluss auch etwas. Ja, es pusht dich halt auch im Training. Zum Beispiel, wenn du merkst, du hast einen richtig guten Tag, dann springt er seine 5 Schrauben und dann kannst du dort tun, einen Inrun und denkst, fuck, Alter. Und dann, ja, es pusht dich halt automatisch und dann willst du auch 5 Schrauben machen. Ist der WM-Final letztes Jahr so ein Moment gewesen? Das war er zuerst. Gewesen. Dort bin ich zuerst. Bist du zuerst gewesen? Ja. Ja, also dort ist eigentlich die ganze St. Moritz brutal gesprungen. Das ist eigentlich in jedem Wettkampf ein bisschen so. Aber ja, Das- ich habe gewusst, welchen Sprung das er macht. Und ich habe gewusst, der kann er. Aber dass er ihn so angepflanzt. Hättest du nicht gedacht. Ich glaube, er auch nicht. Nein. Das ist mir gut gelungen. Und dann bist du Weltmeister geworden. Und du Und bist er hat's Dritter geworden, vorher oder? lange nicht, oder? Es war immer noch ein Athlet oben gewesen und ich habe gesagt, no, du bist Weltmeister. Er hat einen Schwierigkeitsgrad, wo deine Punktzahl gar nicht erreichen kann. Bist du dort vom zweiten oder vom dritten Platz gewesen? Aber Ah, du hast gewusst, du könntest jetzt aber noch runterfallen. Nein, ich bin der Zweite gewesen. Ah, ja. Also der Noah ist gelandet, Ja. dann ist er erst gewesen, ich Zweiter und stand einer oben. Und der Noah hat so viele Punkte gehabt, dass er den anderen gar nicht hätte können. Also er hätte ihn gar nicht können schlagen. Also, nein, ist noch nicht fertig. Ja, fair, aber. Oh, aber dann sind wir ja hure knapp an einem Doppelsieg vorbei. Sau knapp, ja. Ja. Was war es in Chines? Nein, Nami. Noch schlimmer. In der heutigen Zeit noch schlimmer. Aber wir nehmen jetzt da nicht, wir sind kein Politik-Podcast, sondern wir wollen noch wirklich ein bisschen bei euch bleiben. Und zwar nimmt es euch Wunder, was sind so die geilsten Momente, wenn ihr so irgendwo an einem fremden Ort sind auf der Welt, ihr habt einen Wettkampf, ihr seid zusammen unterwegs. Du kannst sau dumm tun, das juckt niemand. Ja, also kannst du wirklich, und was macht ihr denn amigs so, wenn ihr dumm tun? Ja, wir reden einfach drüber. Also, Ja, Also das glaube ich euch jetzt wirklich nicht. gut, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchen Ländern wir sind. Die einen Länder kennen wir ja jetzt schon ein bisschen. Ja, aber so, eben, sagen wir in Kasachstan, kennt euch keine Sau. So geil, Kasachstan ist Alter. Das ist geil, geil, so wie der Fairy Was passiert in Kasachstan? Ja, Mal abgesehen davon, kommt dass immer ein bisschen dass drauf an, Borat von dort kommt. wo dass wir sind im Weltcup. Also weißt du, Was Kasachstan ist- ist, was ist- meistens Season Final. Ja, und Kasachstan ist relativ groß. Ja, wir sind in Almaty. Gut. Das ist schon mal geografisch eingrenzt. Was kann man in Almaty machen? Man kann Wie auf kann man einen die Sau rauslassen in Almaty? Rollercoaster gehen, wo man 10 Stutz zahlt. Und dann fährst du so und dann bleibst du einfach so stehen. Und nachher plötzlich. Und auf einmal kommen so Leute durch. Hey, ihr müsst jetzt runter. Und wir so, was runter? Ja, es ist kaputt. Und wir so, was, es ist kaputt? Alle ausgestiegen, müssen die Dings runterlaufen. Und ich dachte, ja, schade. Immerhin haben wir das Geld zurückbekommen. Ah, gut. Ja, aber und so ausgangstechnisch, wie sieht das aus? Bei euch also Wettkämpfe wahrscheinlich eher nachher, oder? Ja. Aber den gibt's. Den gibt's, ja. Und in Also, Kasachstan nehme ich an, wir sind kannst du auch- eben auch richtig dumm tun, weil die dann... Ja. Also eben, Ariels ist eigentlich ein bisschen eine grosse Familie.
Und wir haben es eigentlich fast alle mega gut miteinander. Also du redest jetzt von der ganzen Welt? Ja. Die meisten, ja. Also die Chinesen sind eigentlich auch mega lustig, die verstehen mich einfach nicht so gut. Aber ihr seid eigentlich auch mit denen amigs Ja, zusammen? die kommen damit Ja. auch mit. Okay. Und darum, ja, nach einem Wettkampf, je nachdem, ob jetzt eben, kommt ein bisschen darauf an, ob du gerade nächste Woche nochmal einen Wettkampf hast Ja. oder was auch immer. Aber ich kann dann schon mal Hat mich noch nie Kinder. ein bisschen Spass haben. Okay, aber ja, nein, das finde ich geil. Und eben so, das Bierli während dem Training liegt auch mal drinnen. Oder wie, ich meine, ihr trainiert im OIM, Ja. Ja. oder? Nein, Und wir da haben ist eine man ja wichtige sehr Regel. strikt. Wir haben eine wichtige Regel, wenn wir am nächsten Tag trainieren, kein Schluck Alkohol. Okay, also das meinst du, das stimmt Ja. jetzt? Ja. Okay, Dafür gibt es immer einen Wettkampf nach dem Wettkampf. ja. Okay. Wer gewinnt öfters bei diesem Wettkampf? Bei uns zwei? Ja. Ah, Ja, das habe ich fast vermutet. Das habe ich fast vermutet. Eben an dem Super 10-Kampf, ich weiß nicht, wie es dir dort gegangen ist. dort bin ich eigentlich noch recht. Eben, ich glaube, du bist noch recht normal unterwegs gewesen, aber einfach nur schon, dass du das Outfit angelegt hast, hat mir gezeigt, du bist eben einer, wo gern Ja, aber ich Eins würde das auch durchgeht. nüchtern machen. Eben, ja, ich glaube dir das sofort. Aber es hat mir gezeigt, der Bursch ist speziell. He's different. Das ist speziell da oben. Wir kommen eben aus der Generation, wo, wenn man viel trinken kann, dann hat man einen gewissen Status in der Gruppe. Und das ist halt, das ändert sich jetzt heutzutage. Also, die Jungen, die gehen ja nicht mehr ausgegangen und so. Und ich nehme an, die jungen Sportler, die werden auch immer besser, weil sie eben nicht mehr regelmäßig in die Dorfbeiz führen gehen und einen hinterher touchen. Aber ja, einfach so zu dieser Thematik. Aber Ja. ihr müsst euch gar nicht mehr dazu äußern, Also eben, wir gehen selten einfach so 1-2 Bier nehmen. Wenn, dann wenn dann voll rein. lassen wir das, Dürfen. lassen wir das so zusammen. Ja. So das 1 und das 2. Finde ich eigentlich auch. Ich finde das eigentlich richtig, weil das 1-2 Bierli, das bringt eigentlich bringt niemandem gar etwas. nichts. Ich habe Bier nicht mal gern, darum sehe ich es noch viel weniger ein, wieso Ja. ich jetzt würde. Die im Restaurant. Ja, aber darum Bulgarien hast du gerne nur Kasachstan, da zwei gibt es bestellt. den Wodka, der gute. Welchen? In Kasachstan? Ob ich den gerne habe, ist Der auch Antivirus. Antivirus. Den gibt es. Hey, nein, Boys. Fertig über Ausgang geredet. Wir sind immer noch ein Sportpodcast. Wir rutschen jedes Mal aber ab. Darum, ja, was wolltest du sagen, André? Ich würde gerne fragen, wie bei euch so der Trainingsalltag aussieht. Also weißt ihr, ich weiß nicht, lebt ihr auch im Olm oder wohnt ihr dort? Nein. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei euch aus, wenn ihr wirklich noch weit weg vom Sommer Wettkampf, oder aber auch Winter? schon... Kannst du gerade... Tu mal beides. Ja, im Sommer, fangen wir im Sommer an. Im Sommer ein normaler Trainingstag. Ja, das Training startet am 9 Uhr im Jump-In. Oder ja, so Viertel von 9 Uhr, Trudel Ski. Dann sagt der Coach vielleicht noch etwas, was vielleicht der Plan ist. Gibt es ein Warm-up, 15, 20 Minuten. Was macht man da als Warm-up? Der Hampelmann. Nein, jeder, Ja, es könnte wirklich sein. nein, jeder hat so ein bisschen seine eigene Warm-up-Routine. Ein bisschen Lehnen. Mobility. Dann sicher Ja. Rumpf aktivieren, Ja, okay. Bein aktivieren, weil nachher brauchst du Bein. Ja. Und dann gehst du dich umziehen, lässt einen Neopren an, Schwimmweste, Skischuhe. Und dann fängst du an Steigen laufen. Dann rebelt es. Dann rebelt. Nein, und dann fängst du wieder bei den Basics Sprüngen an. Und dann tust du dich jeden Tag arbeiten zu deinen schwierigsten Sprüngen. Also es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo du im Sommer bist. Sagen wir im August, dann fängst du eben mit den Basic-Sprüngen an und dann machst du bis zum Hurricane, bis zu seinem Double Full, Full. Und dann, ja, irgendwann ist nach 7-8 Sprüngen oder 6 bis 8 Sprüngen dreifach, gehst du dich umziehen, hockst mal ins Auto, fahr dich so im gehen zu Mittagessen und dann, ja, ein bisschen Gym. 1,5, 2 Unser Stunden. Lieblingsteil. Wieso sagst du das so sarkastisch? Also nicht, hä? Ja, wir sind nicht so Gym-Fans, sagen wir es mal so. Dann daneben dran so ein Michi Vogt, wo die Gewichte umrührt. Eine Und Riesenmaschine. ein Hurentiger und dann? Ja, das sind wir zwei Leuchten dran. Ja, aber ja, darum ich glaube, viele Leute haben einfach auch das Gefühl, wenn sie uns im Gym sehen, wir sind komplett unseriös, machen nichts. Ja, also seriös sind wir jetzt auch nicht immer. Ja,
Aber Also wir machen immer unser dieses Zeug, aber wir probieren immer irgendwie irgendwelchen Scheiß halt machen, weil Gott, wir das kann ich wollen mir vorstellen. irgendwie spaßig für uns machen. Weil wenn wir einfach dort reinlaufen, unsere Sachen machen und ja, einfach das irgendwie durchdrücken, dann schießt uns das so hart an. Darum, ja. Also ihr seid unterwegs mit den besten Athleten von der Schweiz in einem Kraftraum und macht Scheiß. Ja, also ich würde das jetzt nicht Also unterscheiden. nicht Also unbedingt vielleicht sagen die Scheiß, Leute, dass wir es haben macht einfach- Scheiß. Wir probieren es halt einfach lustig zu machen. Ja, manchmal, wenn Und du nicht- hier laufst am Morgen, siehst du auch keins mehr und denkst so, Alter, ihr lebt euren Traum. Wer sind die schlimmsten Hockeyaner, oder wer? Wer zieht der grösste Letsch? Der grösste Letsch? Ja, sehr wahrscheinlich die EVZ, wenn sie verloren haben. Das ist häufiger der Fall in letzter Zeit, ja. Aber dann können dir zwei Sonnenschein sagen, Leute, jetzt ist Zuerst- Entertainment angesagt. Zuerst spielen wir mal ein Two-Touch. Fußball und dann arschen wir uns und schreien, sind ein bisschen laut. Was sicher jeder weiß, dass wir im Wir haben Haus halt sind. Spass und dann manchmal lassen wir unsere Lieder ab, was ein bisschen blöde Perfekt. Lieder sind. Ja. Also ich finde das richtig gut, weil ich verstehe das richtig, das musst du manchmal einfach rauslassen. Ja, also. Und eben, das ist so eine, also ich bin ja noch nie selber dort am Trainieren gewesen, aber es ist ja sehr eine sterile Umgebung, wenn du Also eben es genau... ist auch geil, was alles dort drin haben, aber... Ja, das meine ich ja Also es nicht, hat aber ich nicht meine mit einfach... dem Eum zu tun, dass wir das Gym nicht gerne haben. Das Nein, ist nein. einfach- Wir sind auch vorher nicht gerne ins Gym. Ja. Genau, aber jetzt können wir ja noch zum Winter kommen. Jetzt haben wir den Sommertag beschrieben. Genau. Und wie sieht denn so ein klassischer Wintertag aus? Relativ ähnlich eigentlich. Wir am Morgen warmen wir irgendeinen ab. Im Winter ist es halt immer ein bisschen anders. Das Training fängt immer zur anderen Zeit an. Ja, wir haben halt so Trainingslots meistens, Oh. weil Ja. mehrere Nationen unterwegs sind oder Okay. an der Schanze sind. Mhm. Ja, dann machen wir unser Warm-up, nachher unsere 6 bis 8 Triples, dann mal etwas essen und dann auch wieder meistens im Hotelzimmer irgendwie ein Rumpf oder sonst irgendwelche Bodyweight-Sachen Ja. mit unserem Condi-Coach. Also ihr habt eigentlich Dann jeden, Physio. jeden Tag noch ein Genau. Krafttraining? Ja, Wir bewegen uns sicher immer nach dem Aerials noch. Ja. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Wettkampfphase drauf an. Meistens, wenn wir dann einen Tag frei haben, machen wir ein Spy-Workout. Ja. Und sonst vor einem Wettkampf gehen wir vielleicht spazieren und dehnen, Stretching. Ah. Aber dass wir sicher ja, ein bisschen Okay. relaxer an den Wettkampf können. Okay. Und so beim Springen selber, da ist im Training, kannst du da noch viel steuern, wenn mal... Also ich stelle mir wie vor, dass du hast, sobald du anfährst, ist eigentlich schon passiert. Du kannst nichts mehr gerade verändern. ja. Also du hast immer eine Chance und dann dauert es wieder... Wie lange dauert es, bis du oben stehst? Wieder Nein, Nein, 15 10 Minuten? 10 Minuten? Ja. 7 bis dann- 10 Minuten. Kommt ein bisschen darauf an, Je wie viele nachdem. Leute das am Trainieren Ja. sind. Das heisst, wie viel bringst du runter pro Trainingseinheit am Morgen? Ja, irgendwann macht der Kopf auch nicht mehr so mit. Ja, Ja, nein, also... Das, ich sage, unser Körper mag locker mehr als 6 bis 8 dreifach machen. mhm. Aber irgendwann kommt halt zu den schwierigen Sprüngen, der sucht Energie, mental. Mhm. Weil am Schluss musst du trotzdem immer über die 4 Meter Schanze springen mit etwa 65 km/h. Das ist schon heftig, ja. Und dann musst du irgendwie probieren zu landen. Das macht halt auch immer ein bisschen etwas mit dem Kopf aus. Ja. Also du sagst etwa 6, 7 Sprünge, Ja. magst du etwa. Ja, und je nachdem, wenn du einen guten Tag hast oder wenn du weißt, dass mal ein schlechter Tag ist, machst du vielleicht 8, 9 Mhm. dreifach. Mhm. Dass du ein bisschen das Wetter gerade ausnutzt. Okay. Aber sobald du eigentlich abgesprungen bist, kannst du nicht mehr wirklich aktiv steuern, was du machst. Du kannst einfach versuchen, möglichst die Spannung zu haben und so ein bisschen, wie sagst du dem, mit dem Flow mitgehen. Mhm. Aber wenn du wirklich nochmal etwas willst verändern willst, dann kommt es ja sowieso falsch. Ja, Oder verstehe ich du kannst das? schon noch ein bisschen ändern. Also, eben das Ziel ist, dass du 3 Salto gestreckt machst. Aber manchmal kommst du aus dem Absprung und weißt, das wird nichts. Und dann, dann musst du halt die Rotation beschleunigen. Und das kann man eigentlich gut machen. Ziehst einfach deine Beine an und dann beschleunigt es die Rotation. Und du kannst aber auch das Gegenteil machen. Du kannst die einfach lang machen, die Arme rauf und dann tust du das ein bisschen
Bremsen. Also du machst eigentlich, es ist jeder Sprung anders und sobald du in der Luft bist, musst du Schnell können reagieren. schnell können wissen, reagieren, was jetzt der richtige dass Move ist. du die Rotation so beeinflusst, dass du nachher auf den Füßen landest. Das tönt bei euch so einfach, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir zwei Banausen mal über so eine Chance würden, dann sobald die Ski in der Luft sind, ist gewesen mit uns zwei. Ja, müssten wir mal machen. Nein. Das war schnelles. Ich glaube wirklich, ich würde mich nicht mal trauen. Also vor Chancen habe ich wirklich Angst. Wasser? Ja, sie haben ja gesagt, das macht keinen Unterschied. Ja, aber... Okay, gut. Schade. Also, versteht ihr mich, oder? Ich würde ja auch nicht sagen, du kannst einfach so über die hure Chancen. Nein. Nein, Eben, du fängst schon klein du an. musst richtig wir würden aufbauen. dich nicht über die gross lassen, wir würden dich über so eine kleine lassen. Ja, das Kannst ist mir schon Skifahren? klar. Ja, schon, Perfekt. aber Chancen, ich gehe wirklich nie über Chancen. Ich bin nie im Park gewesen, weißt du? Ja. Mehr so Ausdauer. Also ihr würdet es wahrscheinlich nicht mal über die Schanze schaffen. Ich glaube, ich würde es zusammenlegen in der Schanze. das glaube ich auch. Sehr geil. Und wenn Können wir ja wenn ausprobieren. du nicht an das gewöhnt bist, dann ja. Eine letzte Frage noch, vielleicht ein bisschen zum Wir Text. müssen machen, weil sonst kommt der Neue nicht spät zu seinem Termin. He? Ja, er hat noch 1 Stunde und 5 Minuten, oder? Wann musst du jetzt sein? Um die 6. Gut, also wir gehen richtig das Ende zu. Aber, fuck, was habe ich jetzt fragen? Es ist um den Sprung gegangen. Genau, was ist für euch beide oder jetzt jeder einzeln das Schwierigste an einem guten Sprung? Der Absprung. Der Absprung. Also, Wieso? Ja, ich sage, du musst, wenn die Schanze so steil ist, musst du wie mit der Schanze mitgehen, dass du Ja, alles gut. über 3-fach Salto-Schanze ist ja so generiert, dass du 3 Saltos machst, logischerweise. Und dann musst du wie mit der Schanze mitgehen. Und wenn du jetzt 2-3 Grad nicht mitgehst, gefühlt mit dem Körper, Ja. also wie dagegen stehst, dann gibt es halt nicht 3 gestreckte Sprünge, sondern 3 gekockte Sprünge. 3 ich, gekockte wenn- Saltos. mal ein bisschen zu fest hin bist, dann Dann flippt flippt es und dann das ist halt einfach scary. Das hatte ich mal als Kind gehabt. Und dann Birnen angeschlagen. bin ich auf den Rücken gefallen und dann habe ich beide Scheiben gebrochen. Dann hättest du müssen lang machen. Also eben, dann kommt halt das Hebel gesetzt. mit- Ja, ich bin machst sicher, du so, lang. als ich in der Luft war, habe ich gedacht, ja, der Firma hat gesagt, mach die lang. Nein, aber das ist sicher am schwierigsten, dass du dort eben den perfekten Absprung hast. Und nachher, das, was wir in der Luft machen, ist so in unseren Köpfen oder in unserem Körper drin, dass wir genau wissen, was man muss machen. Ja, so ein Körpergefühl wie euch, das hätte ich auch gerne. Das ist wirklich krass. Also, vor allem eben, dass ihr sagt, ihr könnt das einfach steuern in der Luft, das finde ich abstrus. Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Ja. Ja, aber das Das ist das hat ja schon angefangen im Kunststurm, dass das Gefühl wie anfängt. Mhm. Und nachher, ja, wir machen es halt, dass seit wir, keine Ahnung, 4, 5 sind. Und dann baust du die Lego-Teile einfach immer mehr zusammen. Okay. Ja, aber finde ich spannend. Wirklich faszinierend. Merci. Gut, ja, nehmen es an, das Kompliment. Also, wie gesagt, wir gehen langsam Richtung Ende zu und da müssen wir doch nochmal das Thema Olympische Spiele anreissen. Oder wir dürfen. Ich nehme an, ihr freut euch auch extrem drauf, oder? Ja, Yes. natürlich. Gleich geht es los. Wir sind natürlich auch richtig nah dabei und freuen uns auch, dass wir 2 neue Vollinen Family-Mitglieder dabei haben. Leider sind ein paar von uns haben sich nicht qualifiziert. Und was, sie sind ja dabei? Ja, wir sagen ja grundsätzlich, es braucht meistens mehrere Anläufe bei Olympischen Spielen, damit es dann auch wirklich klappt mit der Medaille. Was haltet ihr so ein bisschen von dem Olympischen Gesetz? Gibt es bei den Winterspielen auch? Der Ryan hat letztes Mal gewonnen beim ersten. Es gibt immer so Ausnahmeathleten, aber wenn du jetzt den Durchschnitt nimmst, braucht es wahrscheinlich schon mehrmals, oder? Und ihr sind beide schon einmal gewesen. Ja, es sind schon immer ein bisschen die erfahrensten Leute, Ja. Vor allem Vorne Mary, dabei als sind bei uns. das Podium die letzten etwa 8, 12 Jahre sind, ich glaube, Durchschnittsalter über oder knapp um die 30 gewesen. Mhm. Ja. Also habt ihr das Gefühl, es könnte schon, also ihr habt wieder dazugelernt, jetzt im Vergleich zum letzten Mal? Ja, auf definitiv. jeden Fall, ja. Aber Es ist halt immer schwierig ist zu einfach- sagen bei unserer Sportart, weil Sieg und Niederlage ist so nah zusammen.
du hast das letzte Jahr an der WM gesehen, der die Kugel gewonnen hat und ja, so ein bisschen der Goat ist unserer Sportart, der hat die Quali nicht überstanden. Dann hast du so gedacht, Ja, bei euch ist es so ein bisschen das Schwierigste, eigentlich konstant zu sein. Und ja, es ist schlussendlich, bist du dort an das Spiel und dann musst einfach liefern und Aber du kennst ja das Gefühl, oder? ja. Also du hast es ja schon ein paar Mal bewiesen. Safe, ja. Ich kenne das, ja. Aber eben, das ist wie, ich habe das, vor 4 Jahren habe ich das auch gekannt. Und da du hat's brauchst halt nicht immer geklappt. auch noch das ein bisschen Glück von den Judges, weil ja, es ist halt eine Sportart, die es auch schaut und nicht einfach sagt, ja, du bist 100 Meter in 9, weiss nicht wie viel gerannt. Mhm. Oder Weitsprung du bist. Ja. Sondern- Ja, es ist halt nicht absolut, sondern es ist alles relativ. Ja, und ich meine, wenn ein Judge dich nicht gern hat oder so, logisch, es hat mehrere Judges und dann wird er rausgestrichen, aber es ist halt, Okay. ja, es ist halt nicht messbar. Ja, das ist wirklich so. Aber weißt du, so mit was für einem Gefühl oder was für einem Plan gehen ihr jetzt dorthin? Ich nehme nicht an, du gehst jetzt so ein bisschen mit dem Gedanken in die nächsten paar Wochen, ja, wenn es dann gut kommt, dann habe ich dann Glück und dann klappt es und ich lande und ich springe gut ab. Sondern ich nehme an, da ist ein Gameplan rum, oder? Ja, sicher, Gameplan schon, ne? Und ich habe auch, also ich glaube Pirmin auch, wir haben beide ein gutes Gefühl. Wir fühlen uns ready. Ja. Ja. Auch wenn das Resultat vielleicht nicht unbedingt die Saison gesprochen haben. Ja. Aber wir sind sicher ready dann. Ja, sicher. Müssen wir vereinbaren, dass du ihn zuerst ein bisschen schlafen lässt, bevor du einschlafst? Hey, ich kann nicht mehr schlafen lassen. Also ich nehme an, ihr werdet wieder das Zimmer teilen, oder? Ja. Ja. Also, es ist auch schon so weit gekommen, dass wir das Zimmer zusammengeschoben haben, dass wir ein größeres Bett haben. Ah, schön. Ja! Sind es das mal wieder die Kartonbett? Wisst ihr das? Nein, Die wären ja easy zum Ich glaube, wir Zusammenschieben. sind im Tokio Hotel sogar. gewesen, nicht? Ja, und Ding doch auch. Und Peking nicht. Peking nicht? hast du sogar so Dings gehabt, die so zusammenklappen können. Ja, noch besser. Aber dort haben wir das Zimmer auch geteilt. Und auf was freut ihr euch am meisten, jetzt mal abgesehen davon, auf gute Resultate? So ein bisschen das Erlebnis ich glaube Olympia? Einfach, das Erlebnis wieder haben. Und ich war nur in Peking. Ja. Das war ein bisschen düster wegen Corona. Stimmt, ja. Aber ja, und vor allem auch der Teamzusammenhalt von den Schweizern. Und dort wirst du einfach unterstützt, egal von welcher Sportart bist und Ja. egal wer du jetzt bist. Aha. Ob du jetzt der Topstar bist oder der Newcomer, Aha. dort wird eigentlich, ja, und einfach das Geil. Feeling wieder mitnehmen. Also bevor, ich weiß nicht, sorry, du bist enttäuscht, wenn ich kannst etwas sagen. Ich kann auch schon fragen, ihr seid in Livigno, oder was sind Ja, ihr? Ja. Also fast die Heim. Ja, Einer das der ist Grenzen. saugeil. Was habt ihr, also wisst ihr schon, 3 Fanclub, die kommen, oder wie sieht das denn aus? Ja, Also sieben sicher, der ganze Pirmin Werner Fanclub. 7 Büsse sind voll. Nein. Was hast du für einen Fan-Song? Ich habe doch keinen Fan. So. Hast du keinen? Dann müssen wir einen machen. Ja. Es gibt safe so etwas mit Pirmin, kannst du doch etwas Gutes machen. Ich habe noch keine Schlagermelodie im Kopf, die gerade kommt. Ich habe lustigerweise auch an einen Schlagersong gedacht, irgendwie, aber... Wieso Passt jetzt so. Schlager? Pirmin, du gibst uns ein Du bisschen gibst Schlager-Vibes. einfach den Ich weiß es auch nicht. Kannst du mir nicht sagen, du hörst nicht gerne Schlager? Ja, ich habe schon gerne Schlager. Eben. Vor allem gerne Ballermann-Musik. aber- Let's go, Ja, das Alter. liegt das ja auch noch im Tourverein bei. Nein, das liegt am Käppli, das du jetzt anhast. Oh. Also wir haben mal einen Shitstorm bekommen, weil wir gesagt haben, im Turnverein wird nur gefestet und gesoffen. Ja, zuerst wird geliefert. Und dann wird gefestet und Ja. gesoffen. Ja, eben. Aber darum bin ich auch dort. Ja, aber eben immer zuerst liefern und dann das Vergnügen, das ist so. Ja, aber ich finde es sehr nice und ich glaube wirklich fest, dass wir da bei Volin eine weitere Top-Shots bei uns haben. Ich weiß nicht, ich wollte einfach, dass wenn jemand von euch eine Medaille holt, dass er mit dem T-Shirt in den Ausgang geht. Das wäre wirklich nice. Kann ich auch Schauen noch gut wir. anlegen. Ja, gell? Ja, natürlich, umso besser. Nein, ich wollte, dass einer von euch im Interview beim SRF sagt, er sei voll reingegangen. Das haben wir doch schon mal gesagt. Das kann Ah, Jungs, das irgendwie müsst ihr wirklich einplanen, machen. Also wenn ihr es nicht, ich weiß es, man vergisst es so schnell. Ja. Weil meine Kollegen vom Ruder sind auch schon mal im Sportpanorama gewesen, und ich habe ihnen wirklich etwa
3 Tage lang konstant gesagt, in 2 Tagen musst du voll rein sagen. In einem Tag musst du voll rein sagen. Heute Nachmittag musst du voll rein sagen. Sie haben am es Schluss- nicht geschafft. Haben sie es nicht geschafft. Und ja, ich würde es verstehen, aber wenn es klappt, umso geiler. Ich glaube, das ist mir. Also ja, das wäre sehr nice. Was hat der Michelin Rucker gesagt? Vor dem Wettkampf? Er hat nicht voll rein gesagt. Keine Ahnung, was du Ich meinst. weiß nicht, was er gesagt hat. Wahrscheinlich Aber er hat irgendwie auch Vollgas oder irgend so etwas. Er sagt nicht Vollgas. Ja. Hey ja, aber wenn muss man einschalten? Wisst ihr das schon? Der Quali ist am 17. Februar. Ja. Ziemlich im Primetime. Ja. Oder so um die 1:30, glaube ich. Mhm. Männer. Und Finale am 19. Männer. Frau ist am 18. Und dann haben wir noch ein Team-Event am Samstag vor der Abschlussfeier. Closing. Ja. Das ist, glaube ich, der 21. Gut, dass ihr das sagt. Das habe ich nämlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin dann in Bormio, das ist nicht so weit weg von Livigno. Ja, kommst du auch? Ja, safe. Ja. Wie muss ich euch anführen? Wie erkennt ihr mich im Publikum? Was muss ich anlegen? Muss ich den Buckethead? Buckethead, okay. Oder einfach einen Flitzer machen. Gut. Gut. Aber bis dann müssen wir den Pirmin Werner Song haben. Ist gut, wir denken uns etwas Das aus. ist gut. Noe, Also du brauchst auch einen Song. irgendwie voll rein sagen und ihr Ja. müsst einen Song bringen für den Ja. Pirmin. Sehr gut. Das Das sollten wir anbringen. Also von unserer Seite. Ja, nein, von uns auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schwierig ist. Also, jetzt Olympia, vielleicht ganz kurz noch zum Ausblick. Nachher, jetzt tun wir halt so ein bisschen das Wichtigste noch kurz überspringen, aber euer Leben wird auch nach den Olympischen Spielen weitergehen, hoffe ich jetzt mal. Ja, wie geht es denn weiter bei euch? Ja, Pause. Pause? Ja, du rechnest als Sportler immer in diesen 4 Jahren. Mhm. Und es ist alles nach den Olympischen Spielen gerichtet, logischerweise. Und nach den Olympischen Spielen kannst du sicher auch mal ein bisschen Ferien gönnen. Absolut einverstanden, ja. Also, redest du jetzt von nach unserer Karriere oder nach diesem Jahr? Ein bisschen allgemein. Dann kannst du Ah. auch da deinen Rücktritt Ja, der kommt hoffentlich noch nicht so bald. Nein, ich denke, 4 Jahre wollte ich sicher noch weitermachen. Und Dann Ja. gehen wir zu den Franzosen, ne? ja, Ja, stimmt. Wo ist sein Kurs? Ja, ist Ganz wieder ganz verteilt. Französische Ja. Alpen. Ja. Okay. Und irgendwelche sonstigen Sachen, die du jetzt dann nachher gehen, reisen oder irgendwie etwas. Einfach weg vom Neuen. ich gehe surfen. Wo gehst du hin? Weiß ich noch nicht. Aber Geil. Das ist, so ein bisschen, das ist mein grösster Sidequest im Leben, dass ich irgendwann mal in einer Barrel bin. Sehr geil. Wirklich geil. Also ich kann nicht so lange weg, weil ich muss mich wieder vorbereiten für die Turmfester. Gut, das kannst du auch im Ausland. Ja, Wenn weißt, was ich meine. Ich mache eben noch mit, weißt du? Also, Ah, in okay. beiden Sachen. Ja. In welchem Turnverein bist denn du? TV Henkert, let's go. Henkgott, ich kann nicht mal verstehen. Henkgott, wo ist das? Zürich Wieland. Okay, sehr geil. Ja, ich glaube in dem Sinn, oder machst du, weil du angefangen hast? Ich wollte eigentlich noch mit den Jungs einen Wett machen, aber dann bist du mir dazwischen geredet und hast einfach schon wieder das Karriereende aufbespürt. Von dem her, ja. Ich habe nur ein bisschen mehr Präsenz für uns, vor dem Blick oder vor 20 Minuten. Nein, das ist ja alles schön und gut. Bis da habe ich mitgemacht und dann Ich rede nur mit Watson. habe ich die Jungs fragen, mit dem Eismeister Zaug oder mit wem? Nein, eigentlich habe ich die Jungs fragen, was sie für eine Medaille ansagen. Gold. Gold. Beide. Gleich viele Punkte. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber Du hast Olivia. Gut, ich weiss nicht, in der Leichtathletik ist es ja auch möglich gewesen. Ja, bei uns ist es eigentlich unmöglich. Ist unmöglich. Also da muss vieles zusammenpassen. zusammenpassen. Weil wenn Aber wir machen gar nicht den gleichen Sprung. Nachher, Keine Ahnung, Ja. was genau. Die Landung, keine Ahnung. Nein, Form. Wie viel dass du in der Form bekommen hast und dann zuerst irgendwie auch wenn noch du Form auch noch Schwierigkeiten. gleich hast, dann kommt nachher irgendwie die Landung. Und dann, also es muss alles genau gleich Aber wir sein. machen gar nicht den gleichen Sprung, das heisst, es ist eigentlich unmöglich. Gut, aber ich habe eigentlich wollen... Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, Ihr habt beide Gold angesagt, okay. Der Neue hat schon St. Moritz gewonnen. Ja, gönn ihm neu. Ja, das kann ich leider nicht. Ich habe es dir auch gegönnt dort. Ja, aber hast du auch nicht wollen. Ja. Aber Ja. ich habe es dir auch gegönnt. Vor dem Wettkampf haben wir genau diese Diskussion gehabt. Auch mit irgendeinem Interview.
haben sie uns gefragt, was das Ziel ist, beide Gold. Und nachher ist genau das Gleiche. Ja. gewesen. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Also wäre ja schön, wenn sich die Geschichte wiederholt, wenn ihr 2 Medaillen würdet holen. Wäre schön. Wäre Ja. schön. Doppelsieg. Das Also, ist der Sieg. Also schaut, wir können das so einloggen, ob der andere will oder nicht. Wenn ihr beide eine Medaille holt, dann springen wir im Jump-In über die kleine Schanze. Geil. Yes. Geil. Let's go. Bro, das ist hure wahrscheinlich. Okay, also Jungs, es ist Olympia, dann sicher machen wir das, ist klar. Und dann brauchen wir noch etwas, wenn keine Medaille gewonnen wird. Was bekommen wir denn? Hey, Hey. das ist jetzt rechter Pressure. Wir laden dich ein, trotzdem ein, um dort ein bisschen zu gumpen. Nein, wir werden Nein, etwas. das ist schlecht. Was gibt's? Haben ihr nichts zu bieten, Jungs? Nein. Das ist jetzt schon ein bisschen Weil schwierig. wir gehen gar nicht davon aus, dass wir keine Medaille machen. Das ist eigentlich umso besser, ja. Also, dann kommen wir das nächste Mal nochmal vorbei. Ja, Gibt es Ja. eine Folge nach Olympia? Das ist Dann gut. könnt ihr uns erzählen, wie ihr dumm da habt, zu Livigno. Ja, aber dumm Ja, ist aber immer ab. wir Also, können weißt, nicht- für viele Leute heisst es schon, dass er dumm tut, wenn wir 2 zusammen auftauchen. Das können die Leute außen beurteilen nach dieser Folge. Ja. Aber ja, nein, also uns würde es jedenfalls freuen, wenn ihr nochmal kommt. Ja, Wie gesagt, uns auch. eingeloggt, wenn es 2 Medaillen gibt, wir springen. Hä? Das ist gut. ist Und eingeloggt. falls nicht, kommen wir wieder. Gut. Also, ich hoffe, wir kommen nie mehr. Ja, ich glaube, das sind ein paar gute Schlussworte gewesen. Von euch zwei herzlichen Dank, dass ihr euch noch Zeit genommen habt. Ja, danke. Merci euch. Ja. So kurz vor dem grossen Auftritt. vor eurem grössten Auftritt, hoffentlich, Also, den ihr bis nur jetzt ist das habt. Highlight von dieser Seite. Kommt ist heute Abend. Ja, ja. Und du, also Sagt's, wir genau, wir sagen es. Ja, vielleicht bevor wir anfangen, da wirklich ins Outro zu gehen, wo kann man euch finden, wo kann man euch folgen, wie kann man euch unterstützen? Ja, ich würde sagen, einfach Instagram. Du hast einen Fanclub, Ja, wo man kann ich habe beitreten Fanclub, aber Instagram ist sicher. Ich bin übrigens auch Teil vom Fanclub. Ah, Teil von deinem siehst. Preisgeld fließt also gerade direkt zum Pirmin. Ja. Okay, Nein, ich habe einen Fanclub, sonst sicher auch Instagram. ja. Sind beide aktiv. Und natürlich einschalten, wenn es ernst wird, in 2 Wochen oder 2,5, ja. Von dem her, ja, folgt diesen jungen Burschen und auch wir werden das Gleiche machen. Und euch danken wir ganz herzlich, wenn ihr bis dabei gewesen sind. Ich glaube, heute hat es wieder mal nicht so viel Durchhaltewillen gebraucht, weil es extrem spannend war. Dank euch. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wie ihr seht, versuchen wir jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Genau, und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch auch gerade auf Instagram. Da findet ihr uns unter vollinne_podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Adieu. Ciao! Ciao!